Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und jen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Köln Alaf. Mein Name ist Hans Zyper. Ich heiße Hans. Wie heißt ihr? Der ist immer sperrig. Das ist ein Anarchist, ohne zu wissen, dass er ein Anarchist ist. Meine Einschätzung ist, dass er ein Chaot ist, eigentlich. Wenn du meinst, du wärst schön, das können wir hier an Ort und Stelle klären. Wie willst du das erklären? Pass mal auf. Du weißt doch, der Klapperstorch. Was ist mit dem? Der hat die Kinder mit dem Fahrrad rundgefahren. Ja, Dann hatte der vorne ein Körbchen mit Kindern ja, und hinten ein Körbchen mit Kindern. ja, Und vorne die Kinder, ja. die haben gesungen. Wir sind die schönsten Kinder der Welt. Kennst du das Lied? Nee. Siehst du, hast du hinten im Körbchen, ist erst damit schon. So einfach. Ein Multi-Super-Talent. Den musst du ja lieben, den haben wir ja alle geliebt. Das war ja unser Idol und ist es heute noch. Hast du dann diese Morgen schon in der Spiegel gelobt? Ich kann mir erlauben, in den Spiegel zu gucken, du nicht. Ja, wieso dann nicht? Guck mal, wenn ich in den Spiegel gucke, das ist Eitelkeit. Aha. Wenn du reinguckst, ist Tapferkeit, das ist der Unterschied. Hans war finde ich, einer der besten Mandolinenspieler, sehr wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Wir zwei wollten essen. Wir zwei wollten Ham. Ich übersetze wie den Ausländern. Und da kommen Fleisch und sumpen uns immer Und immer. mit Gesicht. Wir starten uns dumm Das war schwer. und loten nicht hin. Ja, das hast du ja einmal in der Fleischschüssel drin. Wir jagten sofort. Ja, mich ja. Brich. Oh, ja. Ich kann Jahre, wa? Ich habe mehrere Systeme. Ich treffe immer. Freundschaft. Ja, wir haben 1974 angefangen, 76, 77. Beim Vorstellabend von Karneval haben wir mit dem Fleisch angefangen und da sind wir erstmal bekannt geworden. Das heißt, wir sind eingekauft worden. Ne? Sie war wieder da. Sie summte von weg und sie brummte von nah. Kannst du mal sagen, was das sind so? Das ist die Biene Maya mit einer Fehlzündung. Da war eine Karnevalsbiene. Wieso das dann? Die Fleisch vom Hans, die haben wir natürlich in allen Variationen erlebt. Brummend, summend, mit fantastischer Komik, mit Clownerie, wenn man sie besser nicht darstellen kann. Also, ja, da hätte der Saal getobt. Sag doch, du bist so stief, hast du Schwierigkeiten? Ich habe einen Hexenschuss. Den Hexenschuss? Ja, ich habe einen Hexenschuss. Kannst du dich nicht mehr bewegen? Nee, mir geht alles weh. Musst du Yoga machen? Yoga? Yoga, das sind so Lockerungsübungen. Was ist das dann? Das ist in einem Eimer Wasser, Ja. die Füßerin Ja. und der Finger in der Steckdose. Ja? Und einen Vorschlag. Wo hast du dann den Hexenschuss her? Den habe ich mir doch bei mir im Jade geholt. Im Jade? Ja, im Jade. Im Jade? Ja, ich habe doch meine Jaden umgegraben. Umgegraben. Der Jade? Ja, und haben wir doch für so ein Heck gepflanzt. Ein Heck? Am Weg, ja. Ein Heck? Ja, Im Jade? ja. Und da musste ich mich ja bücken, für den umzugraben, ne? Bücken? Ja, im Jade da. Im Jade? Wegen der Heck? Wegen der Heck, ja. Ja, und jetzt? Einen Hexenschuss. Im Jade? Von Böcke? Ja. Muss der Jade einen Meter höher legen.
musst du aufpassen mit dem Hexenschuss. Warum das dann? Das geht wie. Ja, das kann ich dir sagen, dass das wie geht. Vor allem morgens, wenn man wach wird. Was hat das dann damit zu tun? Mensch, das ist aber ja keine Erfahrung, wa? Wieso das dann? Könnte sein, dass der Schuss vor ist und die Hexe neben dir. Was der vorgetragen hat. Boah, konnte mit den besten Büttenredner aufnehmen, zusätzlich mit guten Comedians. Also, was soll ich Ihnen nicht sagen? Nennt man das Komiker, was er ist? Musikclown, Musiker, Bewegungstalent, ja, Comedy, Witz vom allerfeinsten. Aber du tust auch uns jetzt Sport machen. Ich mache viel Sport, ich bin Masseur. Was bist du da für ein Masseur? Ich massiere Frauen, ich habe also eine Fußball-Damenmannschaft unter mir. Ja und? Die muss ich massieren. Ich bin vereidigt, weil ich hübsch und gut aussehe. Und die gehst du massieren? Ich bin sehr gefährdet. Wie mähst du das dann? Das ist eine körperliche Angelegenheit, da musst du voll zuschlagen. Ja, wie dann? Da sind ja Frauen bei wie Kleiderschränke, da muss ich die Schubladen polieren, verstehst du? Da musst du voll... Ja, kannst du uns sagen, was das immer ist? Die nächste bitte heißt das. Und als ich Hans gesehen habe auf der Bühne, habe ich gedacht, boah, das ist ein großer Clown. Also ich habe sofort gespürt, also es gibt ja nur ein Kriterium. Entweder ist jemand komisch oder er ist es nicht. Ich habe diese Tage im Reisebüro einen Mann gesehen, der kam ganz wütend ins Reisebüro. Wieso? Ja und? Da sagt er, ich möchte eine Kreuzfahrt anmelden. Ja. Bin 30 Jahre verheiratet. Ja. Sagt der Mann am Schalter, wollen Sie getrennte Betten? Nein! Getrennte Schiffe! Für mich ist Hans Süper nicht nur eine Kölsche Jung. Für mich ist er eine große Kölsche Legende. Oh, Zimmermann flippt aus. Ist ja schon ätzend. Lässt sich eine Sauna bauen. Oh, du Zimmermann. Lässt sich eine Sauna bauen. Du weißt überhaupt ja nicht, was eine Sauna ist. Eine Sauna ist und bleibt eine Sauna. Ich kann dir erklären jetzt, was eine Sauna ist. Eine Sauna ist eine viereckige Holzverschlag. Ich bin eine Holztüre drin. Ja, da ist eine Holztüre Richtig, drin. da ist ein Herzchen reingeschnitzt. Nein, da ist kein Herzchen drin. Nee. Und in der Sauna sind so Holzbänke drin. Richtig, mit einem Deckel drauf und ich mich da drauf setze. Nein! Auf die Holzbank, da denkt man sich splitternackt drauflegen und dann ist in der Sauna 100 Grad Hitze drin. Und wenn du dann noch renküsst in die Sauna und du liegst dann auf der Holzbank, da fängst du so langsam an zu schwitzen. Das wird wärmer und wärmer und wärmer. Und da fühlst du dich wohl und du fühlst dich besser. Und die ganze Krankheit, die du dann im Körper hast, die stehst dann so langsam auf. Und das schwitzt du dann alles aus, weißt du. Und der Schweiß, der läuft dann am ganzen Körper lang. Du schwitzt dann, wie du noch nie geschwitzt hast. Und das ist dann eine Sauna. So, jetzt weißt du, was eine Sauna ist, ne? Mein Gott, der macht mich fertig, der Bursch. Das ist eine Sauna. Das ist eine Sauna. Das ist ja was ganz anderes, wo ich immer hinging. War nie so warm. Und da gehst du rein, Da gehen wir rein. in diese Hitze. Ja. Wow. Nackend. Ja, klar. Wow. Als geschältes Ei. Gehst du rein. Das ist immer so passiert. Ich habe immer du Ei zu ihm gesagt auf der Bühne. Und dann hat er sich nicht beschwert. Ich bin kein Ei, ich bin für der Zimmermann. Und so ist das ganz zustande gekommen. In dem Motto darf ich nicht mehr Ei sagen. Nein, ich bin für dich der Zimmermann, das ist gut. Dann vor Ostern. Weißt du, so ist das Ganze. Das ging dann immer weiter. Jedes Jahr haben die Leute schon auf ein Ei gewartet. Auf so. Ja. Die kostet mich ja bald 10.000 Mark. Ach, da wird's mal warm, wenn ich den Preis schon höre. 10.000 Mark gibt ihr aus zum Schwitzen. Das kannst du doch billiger haben. Wieso das dann? Hättest du eine Eierkoche gekauft, wärst du 3 Minuten auf. Wir haben einmal einen schwierigen Fall einer alten Dame gehabt mit Krebs. Und wir waren alle so in einer Situation, wie können wir ihr dazu raten, dass sie Mut fasst
Und dass sie auch irgendwann sagt, ich lasse mich dann doch operieren. Das war nicht ganz einfach. Und dann fragte ich sie, was haben Sie denn da auf Ihrem Kassettenrekorder an Bändern? Typische Kölsche. Weil ich da han, als Kolonia-Duett. Sag, spielen Sie mir doch mal was vor. Zimmermann. Ja, ey, darf ich ja nicht mehr sagen. Zimmermann, das Frühere. Am Abend hat sie mir dann die ganze Nummer vorgespielt und dann kam natürlich immer wieder das Ei und dann sagte ich zu ihr, Frau Küppers, das ist jetzt unser Geheimzeichen, das Ei. Zimmermann im Taschenformat. 2 Tage später, große Konferenz mit Anästhesisten, dem Chirurgen. Frau Küppers sollte nun endlich Ja sagen zu der Operation. Und einer der Kollegen schwafelte etwas. Und bei dieser Schwafelei verdrehte sie so die Augen und ich kniepte ihr dann zu und machte nur so, das Ei. Da fängt die an zu lachen und der Chirurg sagt, warum lachen Sie denn jetzt auf einmal so? Ich habe eine Lösung gefunden für mich. Sag ich, was denn für eine Lösung? Ich habe der Krebs hätte nicht mich. Und dann habe ich nur so und so gemacht. Sie ist operiert worden, es ist gut gegangen und sie hat viele Jahre noch fröhlich gelebt. Und wenn sie mir mal irgendwo begegnete, war unser Zeichen immer das Ei. Der ist ja so berühmt. Ach mein Gott, was ist der berühmt. Ich war gestern in der Eifel, in der Gastwirtschaft, da habe ich mal einmal Zimmermann bestellt. Ja, und hast du dann da drauf jetzt gekriegt? Ja, 2 Spiegeleier. Warum ist der Hans Süper für mich eine wichtige Persönlichkeit geworden? Der Humor, den er ja verbreitet hat, der war ja so wunderbar, so schlicht, aber irgendwo so klar und für den einfachen, aber auch hochintellektuellen Menschen gut zu verstehen. Und der Humor ist etwas für einen Kranken, was hilft. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Humor oder Lachen ist nicht die einzige, aber eine ganz wichtige Medizin. Von 1976 bis 1994 waren Hans Zimmermann und Hans Süper mit dem Kolonia-Duett die unumstrittenen Stars im Kölner Karneval. Das Duett wurde zum Humorklassiker. Wahnsinn. Hast du den Schluss gehört? Wahnsinn. Wenn der die Noten hat, kann der spielende Bursche unterscheiden. Hört, wie süß du da los, Wahnsinn. Ja, ich hab mich neu einkleiden lassen. Wo dann? Im Phantasialand auf der Geisterbahn. Bist du doch stolz drauf? Das habe ich gemacht wegen meiner Arbeit. Ich kriege nämlich jetzt Arbeitersozialunterstützung. Was kriegst du? Vom Arbeitersamt kriege ich Arbeitersozialunterstützung. Du kriegst vom Arbeitsamt? Arbeitersozialunterstützung. Kannst du mal das Wort noch ganz langsam wiederholen? Ich bekomme vom Arbeitersamt Arbeitersozialunterstützung. Also du kriegst vom Arbeitsamt? Arbeitersozialunterstützung. Kannst du nicht sagen Arbeitersozialunterstützung? Nee, das kann ich nicht sagen. Da kriegst du doch kein Geld. Kulturkirche Köln. 2011 erscheint die Biografie von Hans Süper mit dem Titel Mein Leben mit der Flitsch von Helmut Frangenberg. Zusammen mit seinem Biografen tourt Hans mit Lesung und Liedern durchs Rheinland. Ich würde sagen, wir duzen uns. Mein Name ist Hans Süper. Ich heiße Hans. Wie heißt ihr? Machen wir einfach. Hallo Freunde! Da haben wir es schon. Mal zum Anfang ein kleines Liedchen zum Anfang, bevor wir weiterlesen. Das geht so. Ich bin jung aus Köln, der Hans wird ich genannt. Ich mache jen viel Blödsinn, dafür bin ich bekannt. Drum mach ich auch kein Sorge, egal ob jung, ob alt. Nur Hauptsache ist, ihr bleibt gesund.
das noch jahrelang, das wünsch ich mir von Hetze, denn ich brauchen ich noch lang. Ich kenne den Hans seit ich weiß ich was, 14, 15 bin, habe ich den zum ersten Mal gesehen und hör mal, so ein kleiner, wuscheliger Anarchist, ne, gibt patzige Widerworte, versteht alles Mist, schlenkert irgendwie so rum auf der Bühne und spielt auch noch unheimlich abgefahren Flitsch. Den musst du ja lieben, den haben wir ja alle geliebt. Das war ja unser Idol und ist es heute noch. Im Kinema waren wir uns eingeladen. In dem Film saß ein Mädchen in der Bütt, das war am Bade. Und als das Mädchen ob wohl stand, der ist der Film und mir mutte Jan. Ach, hätte mir das doch gewusst. Ach, hätte mir das doch gewusst. Es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen meinem Vater und mir. Ich bin genauso bekloppt wie der, aber er kann das auf Kommando. Weil er immer jetzt drauf hat, wo man so verlachen muss. Ne? Der hat immer jetzt drauf. Wenn wir zusammen am Angeln waren, dann tät er zwischendurch überlegen, was bring ich auf der Bühne. Dann tät er sich so schon jetzt zusammenreimen, dann tät er aus einem Witz einen schönen Spruch machen. Ne? Wo gehst du dann jetzt angeln? Am Wasser. Am Wasser? Oh, jetzt sind wir mal I go fishing underwater. Hätte er schon jetzt gebissen? Mich noch nicht. Blöde Frage. Dann muss das Wasser doch da, wo der Angel ist, sauber sein. Das ist kristallklar, das ist Bodenwasser, das ist Bottomwater. Aha. Also Spring Lake. Aha. The water kommt von the bottom of the days. Aha. Da kann ich doch auch da schwimmen, Jan. Hä? Ja, oder FKK machen, wenn das sauber ist, wenn das schön ist. Hallo. Kleiner sexy Boy. Du willst wohl, dass meine Fische einen Schock kriegen, wa? Wieso das dann? Bei mir will der Nacken schwimmen gehen. Ja, aber gut, du willst mal erkannt werden, wa? Was heißt das dann nicht wieder? Dass die Fische raufgucken und sagen, guck mal da schwimmt der Iron Man. Du kannst bei mir nicht nackend schwimmen. Ja, warum kann ich dann doch nicht schwimmen, Jan? Meine Fische gehen an jedes Würmchen. Seit über 70 Jahren geht der Clown hier am Rhein seinem Lieblingshobby nach. Ich habe mit 7 Jahren angefangen zu angeln. War mein Hobby. Ich gehe jetzt bestimmt schon bald 20 Jahre hier angeln. Und ich habe auch schon schön gefangen hier, aber ich setze die Fische meistens immer wieder ein. Sonst haben wir keine mehr drin nachher. Das ist das Problem, ja. Ne? Zimmermann singt jetzt ein Lied, was ich hasse. Aber er singt es jedes Mal. Aber wir können hier nichts kaputt machen. Ist ja deine letzte Sendung, Göring? Es ist so ein beschissener Text. Wenn Sie die Ausgänge aufsuchen wollen, gehen Sie durch die Notausgänge. Es wird furchtbar. Es wird noch schlimmer, Et kommen ne Goldfisch doch in a Raff geschwommen. Ja, der war ganz verhungert und blass. Wie der singt, so fällt der Auto, ehrlich. Ja, da haben wir den schnell aus dem Wasser genommen. Aus dem Wasser genommen? Was? Ja. Genommen. Da steckst den ganz schlappe Raff. Ich singe einfach mit, ihr bleibt ja auch hier. Und hätten wir den nicht in den Waldeck geholt. Jetzt wird's geistreich. Holla, 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 jo. holla, dio. Ja, der hätte sich bestimmt noch eine Schnuppe geholt. Holla, holla, jo. Was Mozart für Salzburg?
Richard Wagner für Bayreuth, Beethoven für Bonn, das ist Hans Süppe für Köln. Ein Genie, das nicht weiß, dass es ein Genie ist. Ein Multi-Super-Talent. Ich kann mir das nur so vorstellen, am letzten Tag der Schöpfung abends, kurz vor Feierabend, hat der liebe Gott noch 5 Berufe und nur einen Bewerber. Das war der Hans. Da habe ich gesagt, was soll ich die 4 Berufe da nutzlos in der Schöpfung rumstehen lassen? Gäb's dem Hans. Und so ist der Hans geworden. Musiker, Liedermacher, Sänger, Tänzer und Erzähler. 5 Berufe in einer Person. 5 Begabungen in einer Person. Wo gibt's das noch? Also so, jetzt will ich deine Reaktion mal testen, ja? Yes. Wenn du jetzt mit dem Auto so über die Autobahn fährst. Autobahn? Ne? Oh. Autobahn. Ja. Und pass also, für dir landet jetzt plötzlich auf der Autobahn ein Flugzeug. Autobahn. Und plötzlich für dir landet ein Flugzeug auf der Autobahn. Vor mir? Vor dir. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Ein Flugzeug? Flugzeug. Ein Jumbo? Jumbo. Vor mir? Vor dir. Wo ich fahre? Ja. Einfach so? Einfach so. Auf der Autobahn? Ja. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, was? Ist ja klar. Ja, was willst du da machen? Da guck ich in den Rückspiel, ob ein U-Boot hinter mir ist. Was? Köln Arena, also früher war es ja die Sporthalle. Ich habe mich jedes Mal, wenn wir da waren, sehr auf das Colonia-Duett gefreut, weil ich fand die Fähigkeit, knochenlos zu sein, von Hans großartig. Ich habe den immer entwicklungsgeschichtlich zu den Wirbellosen gezählt, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Wie kann man so hampeln? Und mit den beiden das. Also Elvis wäre neidisch geworden, glaube ich. Hey, Samba, hoppa! Hey, kannst du mal sagen, was das sind so? Eiertanz. So, hören Sie, was ist das dann? Das ist der Takt. Bitte beachten Sie meine Körperbewegung. Das ist der Blues. Wobei. Das Ganze in Zeitlupe. Wenn ich den Hans zugeschaut habe, wenn er auf seiner Mandoline gespielt hat und dabei die Beine bewegt hat wie aus Gummi und wie er das alles gemacht hat, wie er geschaut hat, die Mimik, die Körpersprache, genial. Ich glaube, er hat es manchmal selber nicht begriffen, wieso er so komisch ist, weil er nicht so ein Großmaul ist, sondern der ist so und ist authentisch und man spürt sofort. Toll. Also, was du dir so alles inbildest mit dieser Frau. Lorenz, ich konnte früher Frauen haben. Na ja. Wegen mir wollten sie sich das Leben nehmen. Ja. Aus dem Fenster wollten sie springen. Ja, aus dem Kellerfenster, ja. In deinem Alter darfst du ja nicht mehr an Frauen denken. Ja, warum denn nicht? Gefährlich. Du lebst gefährlich. Ein Freund von mir, der war so alt wie du, ne? Ja. Der hat nur Weiber im Kopf gehabt. Weiber. Ja, und? Weißt du, was dir passiert ist? Der ist im Bett versoffen. Wie kann man dann im Bett versoffen? Der hat von einem 18-jährigen Mädchen geträumt. Ja, und? Ist mit Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich meine. Wir waren in Spanien an der Playa. Der Urlaub war ruhig und nett. Dann schlug uns beim Schwimmen ein Well in das Gesicht. Uns Badeputz war plötzlich weg. Mit 2 Handen stund Wasser gesögt. Dann haben wir uns putzen gesehen. Und als wir sie anhatten, stellten wir fest, in der Putz hing ein Feuerquall drin. Jück ist schlimmer als Bill. Wie abgedreht läuft man rum. Und wenn man sich nicht kratzen kann, ja, dann ist es noch einmal zu schlimm. Und wenn man sich nicht kratzen kann, ja, dann ist es noch einmal so schlimm. Dann haben wir uns ausgemacht, dass ich schreibe
die Sketche, die Lieder. Dann hol ich mir ganz schnell, mit Pflicht, so sing ich. Ja. Dann hol ich schnell, dann hol ich mir, dann hol ich mir, dann hol ich mir, den Mischi. Richtig. Dann hol ich mir ganz schnell mit Pflicht. Ja, und dann spiel ich, was ich will. Wir haben bei mir im Keller zu Hause geprobt und wir haben manchmal, sagen wir mal, dass ich einen Sketch geschrieben habe, wo wir uns kaputt gelacht haben im Keller. Und wenn wir auf die Bühne kamen, der kam gar nicht an. Und dann haben wir uns angeguckt, wir konnten das ja nicht verstehen, weil wir den ja so gut fanden. Bis wir dann nachher dahinter gekommen sind, dass der irgendwie fürs Publikum schwierig mal zu verstehen. Morgens in einer Diskothek, da wurde der schönste Mann gesucht. Keine eine war dabei, der so schön war wie mit zwei. Alle Männer hier am Ring schließen jetzt ihr Frauen in. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mit zwei. Ah, yeah. Das ist einfach ein sehr lustiger Text, sehr ironisch, sehr kölsch. Ne? Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mir zwei, ist ja der Refrain immer. Das ist sehr kölsch, finde ich. Das gefällt mir gut. Also die beiden Partner waren für mich eine Bereicherung meines Lebens. Weil die machen was ich nicht kann. Das ist das Schöne dabei. Es hat sich alles, es war wie eine Einheit. Er macht das, ich mache das. Und zusammen waren wir stark. Das war schön. Ich werde die beiden noch nicht vergessen, davon abgesehen. Ne? Ich hatte mein Alter, ich habe dann aufgehört und uns gehört. Wer will ein bisschen leben, ne? Ne? Ja. Und wenn ich ab und zu mal so einen kleinen Auftritt mache, tut mir auch gut. Ich möchte jetzt Ihnen ein Lied vorspielen und singen, was der Werner Keppel vor Jahren geschrieben hat, aber was man einfach nicht singen konnte, weil mir so lustig war. Es geht um Köln, im Krieg, wie wir im Schutt gespielt haben. Und das Lied ist das mein Lieblingslied. Und das möchte ich Ihnen heute nicht vorenthalten. Als Kinderli Familien durch die Schilderjas und ob der Rollschuh über der Hufstraße bis zum Dom. Was war das früher schön, denn man hat noch kaltsche Töne, als die vier Putze singen täte, das war schön. Trotzdem fühlen wir uns wohl, denn wir haben ja noch den Dom und wir fahren mit den Kindern in der Zoo. Und es gibt nicht nur der Ring, es gibt noch manches Hit zu singen. Auch fast der Laufend hat in Köln singen Sinn. Wir sind echte Kölsche und wir trinken Wasser gedäuf. Wir lachen immer jen und werden ja nicht müde. In Köln ist es nicht nur laut. Der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich bringe sie hin. Hallo! Und eines Tages bekannten uns in Köln nicht mehr aus. So ja und Schilderjas, die fungen wir nicht mehr. Und ob der Hufstraße sah über Nacht ganz anders aus. Nur der Dom stund ganz allein wie eh und je. Da und nach joffe der Alarm, über Nacht wurde man arm. Und das ist jetzt, was man nie vergessen kann. Können wir auch nicht. Was man hatte, wurde geteilt, das tät uns sogar noch nicht leid. Denn jede echte Kölsche teilt sich Freud und Leid. Jawohl. Echte Kölsche mit Trinkwasser gedäuft. Wir lachen immer jen und wieder ja nicht müd. In Köln ist es nicht nur laut. Der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich bringe sie hin.
Dankeschön. Der Kölner Karneval, aber auch alle anderen Formen des gemeinsamen Feierns geprägt sind von lauter Ballermann-Musik, geprägt sind von der Fähigkeit oder der abhandenkommenden Fähigkeit, dass die Leute nicht mehr zuhören können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Hans Süper und seine Arbeit würdigen will, dass man auch immer versteht und sieht, dass es eine Alternative zu diesem lauten immer Abfeiern gibt. Es wäre schön, wenn die Menschen wieder lernen würden, ein bisschen mehr zuzuhören und den leisen Tönen etwas mehr Raum im Fastelaufen zu geben. Mit seiner Mutter und Bruder Charlie kam der kleine Hans nach dem Krieg aus Sachsen zurück. Sein Vater startete wieder als Musiker bei der legendären kölschen Band Die Vier Botze. Mein Vater war ein Musiker, Berufsmusiker. Er hat hier von der Picke auf gelernt, hat Geige gespielt. Gitarre spielen in der Gefangenschaft. Und wie soll ich jetzt sagen, die kamen nach dem Krieg, waren die Vier Botze wieder zusammengekommen. Und haben dann auch Sitzungen gemacht und haben Tournees gemacht, berufene Tournees damals. Mit guten Kräften dabei, ne? Viele, also das Programm aufgestellt vom Feinsten. Ne? Das waren noch Zeiten, das waren noch Zeiten. Wenn der weiße Flieder, kennt er doch die Lieder. Wenn es weiße Bohnen, Suppe gibt, ist dahin die schönste Blasmusik. Immer, immer wieder hört man Blumenlieder und es trotz so schöner weiße Flieder. Während Sommerwiese Kappes klaut, hätte im Winter billig Sauerkraut und die Ehrenbohre wackeln mit der Ohren. Wer hätte uns der Kappes geklaut? Damals gab es ja noch nicht so viel bewegte Bilder, die Vier Botze so ein bisschen vergessen haben oder nicht mehr so gut kennen. Sag mal, aus deiner Sicht, was war das für eine Gruppe? Was waren die wichtig? Die waren toll, oder? Vier Botze war in Köln das, was früher die Beatles waren, ne, würde ich sagen, oder? Oder? Ja. Spielst du uns ein Lied von den Vier Botzen? Ja, ich könnte, ich bin willig. Ja, gut. Ja, die Vier Botzen sind natürlich eine Gruppe, die sind für mich persönlich unvergesslich, weil sowas kommt im Leben nicht mehr wieder. Auch die Flieder, ja, aber die kommen nicht mehr wieder. Das war, Vier Botzen war das, was die gearbeitet haben, für dahin zu kommen, wo sie waren. Zum Beispiel haben die damals rausgebracht, das Lied, vielleicht haben sie schon mal, das sind alles bekannte Melodien, da haben sie Texte drauf gemacht. Zum Beispiel... Wenn bei uns die Döppe klinge, ist bei uns der Teufel lass. Muss die Misch ob das Hölzchen springen, der Kanarie fuhr die auf der Straße. Verwandte Bilderrahmen hätte alt im der Hals. Aus dem wunderbaren Reim treibt sich Heim und Glück allein. So ging alles aus dem Leim. Die ersten Proben und Auftritte zusammen mit seinem Bruder Charlie waren in der Küche. Papa Süper taufte das neue Duett Die zwei Schnürrieme. Das war schön, haben wir uns mit so einer Küche durchstellen, ne? Und jetzt bringen. Und da hat mein Vater gesagt, für meinen Bruder, da muss die Stimme, die muss klein wirken. Und dann sagte er, ja wie denn? Ja, was hat sie gesagt? Genau. Was wolltest du wissen? Nee, da muss die Stimme nicht klein machen.
Hat's dir gesagt? Nee. Hast du gut gehört? Los, zu hinterm Saal. Was ist denn da? Doris. Ach doch, ja. Oh, was hat er den Diskothek an? Das ist bestimmt mit Dolly Mostert. Bist du Mensch, hätte er eine Milchverwertung. Bist du scher? Wieso? Das sind zwei Plateköpfe, die sitzen nebeneinander. Wir zwei, wir han und schwer verlaufen. Wir hatten für uns jetzt zu kaufen. Doch weil wir zwei jetzt grad hier stehen, können wir nichts mehr laufen, Jan. Ach, hätte mir das doch gewusst. Was war das früher schön, doch in Kolonia. Wenn der Franz, wenn dies um alle Kober ging. Wenn der Peter Ermen Apollonia. Still vergnügt Heimweg an zur Knusche fing. Ja, das Wort. Aber der Charlie hat sein ganzes Leben lang hatte wirklich unheimlich viele Menschen unterhalten, mein Bruder. Aber eine ganz andere Richtung. Kegelclubs, weißt du, Vereine, weißt du, die haben ihre Touren gemacht und hat er gespielt. Alle zwei Schnüre, wir waren eine Zeit nach dem Krieg, wie er schon gesagt, der Williamsbau. Da war der Ersatzjürze nicht. Da war alles vertreten, was Rang und Schultern hatte. Wir waren ja auch da. Da hat mein Bruder und ich zum Beispiel ein Lied gesungen, das hieß der Chemisch Jas. Ich will es versuchen, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Ich probiere mal. Was ich jetzt singe, das ist nicht gelaufen. Denn die litt mir nicht. Wir sind im Hetze von Köln geboren. Jetzt hier was am Nümatlit. Das jetzt hier kommt mir in düstere Finger. Mir ging noch dem Geruch. Dort hätt man rief, kochen, backen und singen. Da lehrte mir unsere Muttersprache. Da wurde gelacht bis Ende Nacht, bis manchmal in der hellen Tag. Stimmt ich noch, dat alle Fädeljung, dat Jürgen Spaß. Samba, Samba, geht man tanzen in der Chemisch-Jas. Wenn ich trinke Pfeffer ist mit dem dicken Portemonnaie, tanzen durch der Riefkoch und alle. Die richtige Komik kommt immer aus dem Ernst, würde ich sagen. Es ist was anderes, einfach nur witzig und lustig zu sein. Aber richtig komisch zu sein, verlangt einen ernsthaften Umgang mit diesem Thema. Dann ist man wirklich gut und kann die Leute überraschen und begeistern. Dann bewegt man sich auf einem anderen Niveau, was die Leute eben nicht nur oberflächlich anspricht, sondern tief trifft. Und deshalb hört man dann auch keine Stecknadel fallen, wenn Leute wie Hans Süper auf der Bühne stehen. Bist du denn sicher, dass du bei mir angerufen hast? Ja klar, nicht bei dir angerufen. Hast du denn auch die richtige Nummer gewählt? Ja. Da ist keiner an der Nee, da Apparat. ist keiner an der Apparat gegangen. Ich habe mir den Finger wund gedreht. Nur eine? Bist du denn sicher, dass du vor dem Wählen auch der Hörer abgenommen hast? Und da ist keiner an der Apparat gegangen? Nee, keiner. Bist du sicher? Ja. Da war auch keiner zu Hause. Komik entsteht, wenn ich das Tragische dahinter sehe. Wenn ein Mensch in eine tragische Situation gerät und das aber versucht hinzukriegen. Und das kriegt das Komödiantische daran. Für mich muss immer eine Seite tragisch sein. Und ich muss immer wissen, da geht's um was und da ist einer in Not. Das hört sich zwar gemein an, das ist aber so. Weil dann kann ich auch mitleiden. Und darin liegt die Emotion für mich.
dass ich sage, jetzt rührt mich diese Figur an, die bringt mich zum Lachen, aber beim Lachen kommen mir die Tränen, was natürlich auch sehr ein rheinisches Element ist. Aber mir haben Sie verzeiht, du hättest jetzt endlich wieder Arbeit. Ja, Gott sei Dank. I have a new job. Du hast eine ganz neue Job. I work jetzt in einer Robofaktor. Wo bist du am Robofaktor. Was ist das dann? Gummifabrik. Eine Gummifabrik? Wir machen alles aus Gummi. Gummimatten, Gummikappen, Gummianzüge für Taucher, Schlauchboote. Schlauchboote? Schläuche. Schläuche? Und kleine Schläuche. Was für Schläuche? Wie was für Schläuche? Die kleinen. Kleine Schläuche? Immer mehr. Ja, was dann? Kennst du doch, die kleinen. Was denn? Kennst doch die Klapperstorchbetrüger, die kleinen. Und ganz zum Schluss in der Abteilung machen wir Nüggele, Schnuller für Babys. Du bist ja... Ja, hör uns, was machst du denn da? Ich habe einen Vertrauensposten. Ich arbeite hinter verschlossenen Türen. Hinter verschlossenen Türen? Jawohl, ich mache kleine Löcher mit der Nadel in die Klapperstorchbetrüger. Ja, wofür das dann? Dass später wieder die Nüggele verkauft werden können, Junge. Blöde Frau. Und für mich war das Kolonia-Duett hatte dann auch so eine Nische gefunden des sich selber Veräppelns auch. Das ist so, ich tue mich immer schwer mit Humor oder beziehungsweise denke immer darüber nach, was ist deutscher Humor, was ist jiddischer Humor. Und das hat was Jiddisches gehabt, weil man sich auch bei sich selber lustig gemacht hat letztendlich. Und das hat der Hans drauf gehabt. Und das mochte ich so. Das war ein Aspekt, gerade auch im Kölner Karneval, der anders war. Gerne wurde ja auch über andere gelacht oder Witze über andere machen, Frauenwitze gähnen. Das hatte man immer mal gerne bei diesen Büttenreden. Gott, wie langweilig teilweise. Und dann kam dieses Kolonia-Duett und das hatte was Anarchisches auch großenteils. Und das mochte ich leiden. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, Sie sagen einfach Zugabe. Das ist gar nicht so einfach, eine Zugabe zu geben mit einem Mann, der so bekloppt ist wie der... Ist es jetzt gut? Was denkst du denn machen, wenn wir heute morgen jetzt passieren wird? Wenn der Sensenmann käme? Ja. Und neben mir meine Zimmermann? Was denkst du denn machen? Also wenn du sterben solltest, ja, das wirst du nicht überleben. Aber traurig wäre ich ja doch. Ich würde nur schwarz tragen. Ich würde mich nie waschen, ehrlich. Aber ich glaube an das zweite Leben. Was möchtest du werden? 2 Eier, Spiegeleier, verlorenes Ei, Ei im Glas, Damit Rüssel-Ei, nichts zu Kaviar-Eier. tun. Nein, ich werde eine Biene. Oh, die Biene Zimmermann, das erste Ei, was fliegen kann. Mit Blaulicht. Eier, 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 Eier. Und weißt du, warum das ich ein Bienen werden will? Ha, da kann ich so von Blüte zu Blüte fliegen. Eier, 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 Eier. Ich kann mir den Honig holen, wo ich will. Und all die Leute, die mich dann geärgert haben, die kann ich ja noch unter Hinterste stechen. Oh, da muss man einen Katalysator einbauen lassen. Oh, das wäre gar nicht schlecht, wenn eine Biene wäre im zweiten Leben. Da möchte ich im zweiten Leben ein Huhn sein. Ein Huhn? Ein ganz normales, asoziales Huhn. Jeder Hahn kann mich haben umsonst. Da käme jetzt Huhn und würde dich fressen. Mich? Genau. Da würde ich ein Ei legen. Ja, und? Ja, dann wären wir ja wieder zusammen. Ein sehr wichtiges Element für Clown oder Comedians ist ja Timing, ne? Dieses Element des wann sag ich das, ne? den Gag. So. Und da ist der Hans ja der absolute Meister. Ne? Berühmtes Ding, sein Partner hat eine Fliege gelassen, ne? Den Papierflieger. Und Hans meint natürlich, oder versteht ihn miss, er hat einen fliegen gelassen hinten. Ne? Da lassen wir doch immer einen fliegen. Wir sind so ja mit 20 Mann im Verein. Zum Beispiel sagt der Hans dann zu ihm, du hast eine Fliege gelassen. Und dann lehnt der Hans sich zurück und guckt so auf den Hintern. Das dauert endlos, ne? So 10 Sekunden. Und die lassen alle einen fliegen? Ja. Wir haben noch ein Vereinslied. Kennst du das dann nicht? Bist du gerade am Singen, oder? Und jeder hat eine Fernsteuerung. Die sind ferngesteuert. Ja. Ist gerade einer unterwegs von dir? Ja, selbst oft auf der Bühne und Stille auszuhalten, ist
auf der Bühne ganz schwer ist, mit das Schwerste, was es gibt. Und das kann der Hans par excellence. Da ist er der absolute Meister im Timing. Ne? Ich hab vorher war eine fliegen lassen, der ist ja nicht mehr wiedergekommen. Der war weg. War weg. Ohne Tschüss zu sagen. Warst du traurig? Ja, was denkst du dann? Oh, da muss ein guter gewesen sein. Also. Tut mir leid, dass der weg ist, ehrlich. Ich meine, man muss sich ja auch in seine Lage versetzen. Ne? Man hängt da dran und weg ist er. Wer weiß, ob man den jemals wieder sieht. Tut mir leid, dass der weg ist, ehrlich. Hm? Ja, was meinst du dann jetzt? Ich wollte dir gerade einen ausleihen, aber ich kann im Moment nicht. Der Hans ist eben im Karneval groß geworden, weil er auch ein großartiger Clown ist. Ich meine, der ist fantastisch. Und es ist eben so in der öffentlichen Wahrnehmung, wird er hauptsächlich so wahrgenommen. Aber ich kann das nur wiederholen, er ist auch einer der großartigsten Musiker, die ich kennengelernt habe. Und das ist zwar im Karneval nicht untergegangen, so will ich das nicht sagen. Er hat das ja benutzt für seine Figur, eben den Hans Süper. Aber er ist nicht so rausgekommen, wie er, sagen wir mal, als Musiker das wirklich könnte. Oh, die ist schön, ich muss ja nicht erkunden. Wir hatten ein kleines Swimmingpool im Garten. Da kann man ohne Badeputz drin baden. Denn das Wasser in der kleinen Pool ist da. Darum baden wir auch jeden Tag so gern. In unserem kleinen Swimmingpool im Garten. Da dreht sie ja uns Muschien drin baden. Denn alle Katzen haben immer jetzt warm. Darum baden die auch jeden Tag so gern. Meine Musikalität kann ich nur Danke sagen für alle Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die das konnten. Und davon konnte ich nur lernen. Das ist schön. Ich habe eine Richtung, eine Grenze, Ende Feierabend. Und was ich mache, gefällt mir und den Leuten, was willst du noch mehr? Genauso wie Sie jetzt gucken, haben die auch geguckt, wissen Sie? Da haben die das Rohr ausgepackt. Da habe ich Gas gegeben. Mein Vater hat mir mit 14 Jahren eine Mandoline geschenkt. Und die habe ich nur in der Hand gehabt. Da habe ich festgestellt, wenn man hier drauf drückt und hier drauf drückt, immer einen anderen Ton hat. Dann habe ich gesagt, ich habe ja noch 4 Finger. Und wenn ich den 4. Finger nicht nehme, spiele ich auch viel mit dem Daumen. Also ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe mir alles zusammengefuscht. Und was ich da jetzt mache, ist das, Mandoline war mir zu hell. Dann habe ich einen anderen Seitensatz erfunden. Ein anderer Seitensatz, keine hellen Seiten dabei. Die habe ich vertauscht. Und dadurch habe ich dieses Volumen mit Harmonien. Er ist zwar Kölner, Karnevalist und so, aber er ist auch Weltmusiker und sagen wir mal Musiker und versteht nicht nur den Bossa Nova, sondern schickt den Hans nach Afrika und nach 3 Wochen steht er auf dem Podest und alle verbeugen sich vor dem. So ist das halt mit ihm, ne? Weil er das kann, weil er das drauf hat. Dieses Direkte, der spricht von Herz zu Herz, ne? Das ist das Wichtigste bei der Musik.
Über 4 Jahrzehnte ist Hans mit seiner Helga verheiratet. Sie stammt aus dem Norden. Gerne fahren die beiden hoch an die Ostsee. Natürlich auch zum Angeln. Hat er dich geangelt oder hast du ihn geangelt? Wir haben uns geangelt. An deinem 35. Geburtstag? Ja. War ja erst neulich. Ja. Wie war das, als ihr euch kennengelernt habt? War das lieber auf den ersten Blick? Nee, das war in meiner Kneipe, da hatte ich Geburtstag. Und da hat er seine Flitsch geholt und hat mir ein Ständchen gebracht. Da wird das Herzchen weich, oder? Wenn so ein Musiker loslegt. Ja. Heute noch? Macht er heute auch noch. Er spielt jeden Abend. Fandst du den eigentlich gut aussehend, als du ihn mal kennengelernt hast? Da waren wir ja beide jung. Ja, das war nicht die Frage. Da waren wir beide jung. Fandst du den Hans sexy? Ja, ich fand ihn, ja. Was liebst du an ihm? Alles. Ja, so genau wollte ich es gar nicht wissen, Helga. Sag mal. Nee, alles. Der ist witzig, ne? Ja. Immer? Auch zu Hause? Auch zu Hause. Ich stehe ja auf Musiker. Sag mal, aber so ein Karnevalsstar, ich stelle es mir an. Ich war ja immer mit ihm unterwegs. Ja. Ich habe zwar damals noch gearbeitet, aber ich war abends immer mit ihm unterwegs. Man muss auch loslassen können. Man kann nicht immer nur klammern und sagen, hier, ne? Man muss den Partner auch mal seinen Weg lassen und ich weiß immer, wo er ist. Wir sind zusammen eine Einheit. Sonst nur die Hälfte, ne? Ja. Wir sind durch dick und dünn gegangen, das bleibt auch so. Ja. Ludwig, wann hast du den Hans das erste Mal getroffen? Ja, das war im Jahre des Heils 1952. Er hat den Samba ganz anders gedeutet, wie die Leute das normalerweise gewohnt waren. Der springt auf der Bühne rüber und hat aus dem Samba hätte mal eine Tango oder sonst was gemalt. Jedenfalls, die Leute haben sich geboren vor Lachen. Und ich habe den kennengelernt, da haben wir ein Konzert gemacht im Gloria und dann sollte der Hans Süper da mitspielen. Wir haben auch vorher probt, 3 Nummern, war auch alles perfekt. Und dann hat er angefangen zu spielen und also er kam dann raus, wurde vorgestellt, fing an, die erste Nummer zu spielen, das war dann noch okay. Danach hat die ganze Band eine halbe Stunde auf der Bühne gesessen und ihm einfach nur noch zugeguckt. Es war nichts mehr zu machen. Der hatte komplett das Ganze da übernommen. Der hat auch gar nicht mehr viel Musik gemacht. Der hat ganz viel erzählt den Leuten und ich hatte Tränen in den Augen. Ich konnte ja nicht mehr singen, war nichts mehr möglich. Da war Feierabend. Und sowas habe ich vorher auf einer Bühne noch nicht erlebt. Dass einer so rauskommt und du kriegst gar keine Luft mehr auf der Bühne. Du willst ja nicht mehr sein. Du willst von der Bühne runtergehen und dir das unten angucken, weil du denkst, ich habe jetzt hier nichts mehr zu suchen. Wenn der hier an der Theke sitzt, kann er auch mal ein paar ernste Töne anschlagen? Aber nur, wenn man unter 4 Augen ist, glaube ich. Nur unter 4 Augen. Also ich glaube nicht, dass der, wenn viele da sind, ist er sofort ein Publikum. Der hat eigentlich Stand-up-Comedy erfunden, ohne es zu merken. Ja. Er hat das instinktiv gemacht, so wie er auch instinktiv auf der Mandoline spielt. Der weiß nicht, was er da spielt. Wenn du mit dem im Studio bist und du sagst, kannst du zu dem, was du gerade gesungen hast, kannst du da mal gerade die zweite Stimme singen? Die musst du dem nicht vorspielen, die singt er dann. Und dann sagst du, kannst du auch noch eine dritte vielleicht. Dann singt er die, ja? Und dann sagt er, soll ich noch eine Fete machen? Das ist wirklich wahr. Du musst also so, wie du ein Schmetterling fängst, musst du immer mit dem Köcher hinterher sein und wenn du Glück hast, dann erwischst du. 2012 kommt eine neue CD von Hans Süper raus mit dem Titel Lieder aus de Kösch. Bei den Liedern aus der Küche wirkt auch Wolfgang Niedecken von BAP mit. Hier bei den Proben. Lange so runter, aber du hast mal was drauf, können wir mal hören. Es ist ja halbwegs bekannt, dass ich ein etwas kritischeres Verhältnis zum Karneval immer hatte. Es hat sich mittlerweile etwas gemildert, weil vieles passiert ist, wo es mich auch zu Einsichten gebracht hat. Ich habe meinen Stamm auch immer besser verstanden, ehrlich gesagt. Und selbst zu Zeiten, wo ich sehr oft mit Karneval auf Distanz gegangen bin, wenn der Hans im Fernseher war, dann habe ich nächtelang durchgeguckt. Ich habe das alles gesehen. Es war mir auch egal, ob ich das im vergangenen Jahr schon mal gesehen hatte. Beim Hans konnte ich einfach den Fernseher nicht ausmachen. Ich kenne so viele Sketche von dem, die auch bei uns schon zu Hause zum geflügelten Wort geworden sind. Emiade, ne? Ja, also er braucht zum Beispiel nur irgendeiner muss nur sagen Emiade, dann bricht alles direkt zusammen. Der Ohrwurm vom Süperduett Mir zwei, mir könnte Frauen han eroberte Wolfgang Niedecken und seine Band. Ich freue mich unfassbar, heute Abend mit ihm ein Lied spielen zu dürfen. Hans Süper, wo bist du?
Unser gemeinsamer Freund Mike Herting hat vor einem Jahr, ungefähr um diese Zeit, ein Album produziert. Ich habe das zufällig gehört. Ich lief aus dem Auto an und sage, was ist denn mit dir los? Mike Herting, also der auch mit uns diese BDR Big Band Geschichten gemacht hat. Ja, es geht drunter und drüber. Ich sage, wieso das denn? Ja, weil der Hans Süper ist hier, der nimmt gerade ein Album auf. Ich sage, da will ich auch mitmachen. Auf jeden Fall, ich habe mich beworben. Und, wir haben ihn aufgenommen. Wir haben ihn aufgenommen, ja, genau. Und, ein Jungkarnevalist. Ja, ein Jungkarnevalist, ganz genau. Vielleicht kann er mal was mehr werden, genau. Okay, und jedenfalls ist auf diesem Album, da ist wirklich ein Song drauf, der geht mir seitdem, kein Scheiß, nicht mehr aus dem Ohr. Des Morgens werde ich damit wach und abends gehe ich mit dem Song pennen. Und dieses Stück, das werden wir jetzt spielen. Jawohl. Mir könnte Fraue han, wir brauchen nur zu winken, weil mir 2 Jahre alles han, was sich Frauen wünschen. Manche Frau verleiht zwar viel, doch wir geben ihr, was sie will. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie wir 2. Wir waren in einer Diskothek, da wo der schönste Mann gesungen. Eine war dabei, der so schön war wie wir 2. Alle Männer hier am Ring schließen jetzt ihr Frauen in. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie wir 2. Und wie war das Gefühl für dich dann nochmal? Jugend, nur Jugend. Und trotzdem, mit dem Feuerzeug, es war schon berührend. Ne? Also das geht bei alten Mann schon runter. Ne? Dass die Alten oben stehen und die Jungen hören es immer noch gerne. Ne? Alles Gölsche, Logo. Und die haben ja dann auch, das hat mich so berührt, alle mitgesungen. Ja. Schmölzer Fuß nach Kölle. Ich kenne den Text, ja. Sie alles Gölsche. Ja. Da waren noch Türken dabei, die waren hier geboren. Die singen auch mit. Ne? Die singen auch mit, das ist das Starke dabei. Ne? Wenn ich so an die Heimat denke und sind da so fühle ich dann, möchte ich dir rein, ob heim anschwenken, ich möchte zu Fuß nach Kölle, ja, möchte ich dir rein, ob heim anschwenken, ich möchte zu Fuß nach Hans sammelt Clowns. Hier lauscht er seinem Lieblingsclown. Ja.
Ja, dann muss ich für dich auch mal spielen, ne? Moment. Ja, und was machst du jetzt vom Beruf? Oh, ich habe schon alles gemacht, Junge. Ich bin ein Profi durch und durch. Im Moment bin ich selbstständig. Schön. Ich habe mich finanziell verbessert. Oh, noch schöner. Bin arbeitslos. Ich gehe auch nicht mehr zum Arbeitsamt. Ja, warum dann nicht? Und da kriegst du ja keinen Parkplatz. Überall stehen die Fahrräder von den Beamten rum da, ja. Ich habe alles gemacht. Ich habe beim Zirkus Roncalli gearbeitet. Bei Bernhard Paul. Ich war der Star des Abends, Junge. Wieso? Ich bin aus der Zirkuskuppel in eine Weinflasche gesprungen. Moment, da war da bestimmt ein Trick bei. Da war ein Trichter drauf, da wusste ja keiner. Mein Gott. Das Winterquartier des Zirkus Roncalli in Köln-Mühlheim. Bernhard Paul lädt seinen alten Freund Hans Süper zu sich ins Museum ein. Und das hat einen biografischen Grund. So, Bernhard, erstmal schönen Dank für die Einladung. Du hast ein kleines Museum von einem... Es ist mir eine Ehre, dass du Ich bin ja ein da bist. großer Fan von dem Musikalen Grock, das weißt du ja auch, ne? Ist schön, dass du mich mal einladest und zeigst mal die Instrumente. Weißt du, du kannst es auch schätzen, weil du auch weißt, wer Grock ist. Ja. Der Schweizer Adrian Wettach war unter dem Namen Grock der populärste Musikalclown im Nachkriegseuropa. In seinem eigenen Zirkus brachte er mit 15 Instrumenten die Leute zum Lachen und Weinen. Und du hast ihn noch gesehen. Ja, ich habe ihn noch gesehen. Da war ich alt, ungefähr so 18 Jahre alt. Da war ich auf der Aachener Straße in einem Zirkus. Ich habe oben gesessen, wo es so runter geht, wo unten der Eingang ist, wo die alle reinkommen. Ich war höchstens 30, 40 Meter entfernt. Ich bin bald ausgeflippt. Ne? Ich hatte richtig Gänsehaut. Immer ruhig. Ich bin ja ein Zirkusfreund, ich mache ja diese Clowns. Und das war kein Clown in der Richtung, der war für mich ein Musikalclown. Der hat auch Leistungen, der hat auch Kunst verkauft. Die Verbindung zwischen Clown und Musik hat mich einmal fasziniert. Ja. Also bei Grock sowieso. Ihr wart ja schon Clown-Nummer. Es war ein bisschen gemischt, wollen wir mal so sagen. War von jedem etwas drin. Lass es mir beurteilen. Du bist der Kritiker. Ich habe das angeschaut und ich habe gesagt, das Ich ist bin eine nur Verkäufer. Das ist eine Clown-Nummer. Wie Sie wart, da war das Ei war der Weißclown sozusagen und du der August. Und das war diese Rollenverteilung, die Schulter, wie man auch sagt. Dick und doof Art. Ja, dick und doof sind ja beide irgendwie. Aber der Gescheite und der Blöde. Ich habe meiner Frau auf dem Trödelmarkt einen echten Rembrandt gekauft. Oh. Du hast am Trödelmarkt einen Rembrandt? Oh ja. Ein richtiger Rembrandt? Einen echten Rembrandt. Ja, da, wo kommt der her? Aus Paris. Paris, oh, Frankreich. Paris bei Frankreich, ja. War der teuer? Der Gleis ist so eine Rembrandt-Tür. Der kostet ja 20.000 Mark. Oh, der muss aber alt sein. Der Rembrandt, 20.000 Mark, ist Paris bei Frankreich. Kauft er seine alten, ist der bekloppt. 20 Mille für einen Rembrandt, müsst ihr euch mal vorstellen. Alles Paris bei Frankreich. Hey, Schlüter, schon der Ende, du weißt ja, was der Rembrandt ist. Ich weiß nicht, was ein Rembrandt... Ne, das weißt du doch nicht. Eine baulose Frechheit. Ein Rembrandt ist und bleibt ein Rembrandt. Richtig. Hast du eine Garage dafür?
ich weiß ja, dass ich schon Jack bin, aber du bist doch viel Jacker. Wenn hier einer bekloppt ist, dann bist du es. Wieso das Du bist ja dann? so bekloppt, du merkst das schon ja nicht mehr. Der geht mit einem Eimer Wasser zur Bank, für ein Konto zu löschen. Aber ich bin bekloppt, ja. Ich bin bekloppt. Vor 3 Wochen hat er als prominenter Gast eine Tennishalle eingeweiht, hat das Netz durchgeschnitten. Ich bin bekloppt, ich bin bekloppt. Ha! Neuerdings sitzt er in der Badewanne und meint, er wäre am Meer. Da können Sie nicht drüber lachen, Sie haben ja nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Das müssen Sie sich vorstellen. Zimmermann in der Badewanne und meint, er wäre am Meer. Und seine Frau ist noch bekloppter. Die hat ihm jetzt ein Gitter um die Badewanne gemacht. Damit er nicht so weit rausschwimmt. Es ist mir eine große Ehre, dass ich etwas sagen darf zu Hans Süper. Er ist ein Vorbild gewesen, ein großes Vorbild. Ich weiß noch ganz genau. Im Jahre, du ey. Guten Abend, Frau Annette. Guten Abend. Guten Abend, Ralf. Mit Annette Frier parodiert Ralf Schmitz das Dinner for One. Das Dinner ob Kölsch spielt im Jahr 2064. Einer der fiktiven Gäste ist Hans Süper. Ich muss sagen, hier sieht aber auch alles wieder ganz wunderbar aus. Dankeschön, Frau Annette, dankeschön, das lieb, ja. Und, sind auch alle da? Selbstverständlich, Frau Annette. Alle Ihre Ehrengäste sind zu Ihrem Ehrentage erschienen, Frau Annette. Ah, auch Dirk Bach. Natürlich, Frau Annette. Dirk Bach sitzt hier. Hans Süper. Hans Süper sitzt hier. Frau Annette. Aber wir haben das ja in die Zukunft verlegt, verstehst du? Ich habe das schon verstanden. Ja, ja. Ich habe die Gebrauchsanweisung zu Hause. Okay, verstehe. Excuse me. Der war schon stark. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, schön. Welche Ehre, vielen Dank. Die haben die richtig jemanden ausgesucht, ehrlich. Hans Süper. Muss ich dieses Jahr, Frau Annette? Muss ich? Mir zuliebe, Ralf. Ihnen zuliebe. Sehr wohl, Frau Annette. Was ist? Ihnen zuliebe. Natürlich! Für die Frau Zimmermann mache ich das doch furchtbar gerne. Ein bisschen. Noch ein bisschen. Als ich noch klein war, als ich noch sehr jung war, habe ich den Hans immer nachgemacht. Ich habe wirklich, aber das wirst du oft gehört haben, ne, die Kinder. Ich habe mich dann geübt, ich habe Loriot nachgemacht und Otto nachgemacht und Hans Süper. Das Tänzchen habe ich nachgemacht. Herr Süper. Stippewütsche. Geh Stippewütsche. Nee. Muss ich? Das ist eine bodenlose Verschaffung. Das ist eine bodenlose. Was ich immer toll fand, war, dass die Komik bei dir aus dem Bauch kam. Das war authentisch, das war echt, das war pur. Und es ging gar nicht anders, das platzte aus dir raus. Und das kenne ich gut. Also Komik aus dem Bauch, in England sagen wir ja funny bones, ne? Wenn das einfach so raus muss. Und das finde ich immer am schönsten, wenn es nicht so auswendig gelernt ist, sondern wenn es authentisch ist. Was ich jetzt hab, das ist ein Hammer. Ja, wo hast du das denn her? Alle gucken sie, wenn ich mit dem Auto angefahren Ja, komme. und wo hast du das her? Ein Wahnsinnsauto ist das. Ja. Weißt du, wie ich in das Auto gekommen bin? Nee, das weiß ich ja nicht. Soll ich dir das mal kallen? Ja, das will ich ja wissen. I guess, I talk it you. Ja. Ich komme dieser Tage zufällig über die Autobahn. Du zufällig? Bei Anhalter. Aha, aha. Und der erste Wagen hat angehalten, Ja. weil an mir fährt ja keiner vorbei. Ja, 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 ja. Ich hatte mir den Bügel drin gelassen. Ja, ja, wo? Das war eine junge Dame, eine Russin. Eine Russin? Die hat mich mitgenommen. Du bist Jack. Die hatte Geschmack. Bist davon überzeugt? Da habe ich mit der Russisch gesprochen. Wie dann? Also hast du ihr was vorgespielt, nicht? Wunderbar. Und Sie können ja Russisch. Ja. Die hat mich auch direkt verstanden. Ja, und dann? Ja, dann sind wir so weitergefahren durch die Straßen. Durch die Straßen? Sind ja asphaltiert. Haben wir ja bezahlt. Ja, und? Dann durch die Berge. Berge? Jede Menge Berge. Ja. Schneekoppe.
anschließend auf eine Liegewiese. Auf eine Liegewiese? Auf eine Liegewiese. Und ich war ja nicht müde. Und da hat die was gemacht, das war mal so peinlich. Wieso das denn? Die hat sich ganz nackelig ausgezogen. Du bist verrückt. Hast du schon mal eine nackte Russin gesehen? Nee. Solche Füße. Auf jeder Seite eine Badalaika. Ja. Und wie die so nackt da stand, habe ich gesagt, zieh die Spann an. Ja, und dann? Da stand sie dann vor mir im Schweiße ihrer Füße. Ja. Dann hat sie sich noch mehr ausgezogen. Ja, was dann? Die Haare. Ja. Die Zähne. Ja, und? Da stand die vor mir. Und da hat sie gesagt, Schatz, du darfst dir was wünschen. Ja, und? Da habe ich mal schnell das Auto genommen, ehrlich. Wir sind zwei Kölsche Jungen, als Südportugies bekannt. Wir machen jeden Blödsinn mit Hetz und mit Verstand. Mag ich auch kein Sorgen, egal ob jung, ob alt. Wir hoffen nur, ihr bleibt gesund und das noch jahrelang. Das wünschen wir von Herzen, denn wir brauchen euch noch lang. Hey! Ich habe wenige Leute auf der Bühne gesehen, die den Witz und die Musik so gut verbunden haben wie der Hans. Der Hans war einer, finde ich, einer der besten Mandolinenspieler, sehr wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Er kann super singen, er ist super lustig. Dann sein Spannmann daneben, also diese Kombi, das gab es auch nicht mehr. Ich glaube, dass das einzigartig ist. Also was ich ganz besonders schätze am Hans ist, weil der Hans ist genauso Musiker wie Peter und ich, ein totaler Autodidakt. Der Hans spielt was, also du spielst was auf der Mandoline, das finden wir alle super. Und am nächsten Tag ist das auch super, aber völlig anders. Das ist ein bisschen so wie bei uns. Der Hans kennt ja auch Peters und meinen Vater ganz gut, der kann ja auch keine Noten lesen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, das mag ich am Hans eigentlich ganz gerne. Was war das dann früher? Ein super geiler Trick. Mit Tränen in den Augen ruh ich manchmal zurück. Bin ich schöner gerannt und noch absolut. Doch für klar, weiß ich nicht, wo das Ende soll. Hey, hey, was war das früher? Ein super geiler Trick. Mit Tränen in den Augen ruh ich manchmal zurück. Bin ich schöner gerannt und noch absolut. Doch für klar, weiß ich nicht, wo das Ende soll. Hey, hey, was war das früher? Ein super geiler Trick. Mit Tränen in den Augen ruh ich manchmal zurück. Bin ich schöner gerannt und noch absolut. Doch für klar, weiß ich nicht, wo das Ende soll. Meine Einschätzung ist, dass er ein Chaot ist, eigentlich. Das merkt man, wenn man es auf der Bühne gesehen hat, wie er seine Partner hin und wieder überrascht hat. Mit irgendwelchen Einlagen, die nicht eingeprobt waren. Gott sei Dank, es wird ja zu langweilig nachher, ne? Genau. Ja, ja. Und es dann aber auch wieder hingekriegt hat, den Stiefel dann zu retten. Das allererste Mal, als ich damals das Colonia-Duett gesehen habe, das ist mir bis heute ins Hirn eingebrannt, ist die Geschichte mit, wo dem Zimmermann die Frau weggelaufen war und er sagte immer, 3 Wochen, nicht gekommen. Bist du nur der Meister? 3 Wochen, ja genau. Der Meisterwitz, der war Ja. der Meisterwitz, ja. Und das fand ich so lustig damals. Das war so kleine Bühnenstücke. Ja, da habe ich, zu der Zeit habe ich das musikalische Talent eigentlich noch gar nicht richtig würdigen können, was mir erst nachher bekannt wurde. Ich muss auch dabei sein, ich habe vorher ohne Seiten gespielt, das war schwer, es zu verstehen. Genau. Und ich habe weil die Blinden Harmonien waren. Genau. Und ich habe danach dann irgendwann
habe ich mich immer über die Lieder gefreut. Wenn ich auf irgendeiner Sitzung war oder es im Fernsehen gesehen habe, habe ich mich immer sehr über die Songs gefreut, weil es mir einfach sehr gut gefallen hat, wie er erstens die Mandoline beherrscht, aber zweitens auch noch dabei unglaublich sicher die zweite Stimme gesungen hat. Das ist ja bei Hans Süper das Phänomen, eben nicht nur beim breiten Publikum gut anzukommen, sondern auch innerhalb sozusagen der Musikerszene. Das ist ja immer eine Gratwanderung. Wenn man zu populistisch wird oder zu populär wird, dann gefällt das dem ein oder anderen eingefleischten Musiker nicht mehr so gut. Die Musikerpolizei, wie wir immer gerne sagen. Das heißt immer, es gibt Musikanten und Musikanten, die was von Musik kannten. Genau. Und da kann man jeden in der Musikerszene fragen. Also da genießt er eine unglaublich hohe Wertschätzung. Und das ist wirklich eine große Kunst, sozusagen den Mainstream mit der Kunst so zu verbinden, dass das Ganze irgendwie eine Einheit gibt und trotzdem über alle Grenzen beliebt ist. Was spielen wir denn? Prummenau. Prummenau. 2, 3, 4. La 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 la. La 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 la. Ich bin Traunefuchse, das ist erledigt. La 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 la. La 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 la. Stimmung. La 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 la. La 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 la. Und die Sonne schien hell und der Himmel der war blau. Aber not Geierstour, noch Prummenau. Und die Sonne schien hell und der Himmel der war blau. Aber not Geierstour, noch Prummenau. Nochmal. Und die Sonne schien hell und der Himmel der war blau. Aber not Geierstour, noch Prummenau. Und die Sonne schien hell und der Himmel der war blau. Aber not Geierstour, noch Prummenau. Und jetzt mit was? Und die Sonne schien hell und der Himmel der war blau. Aber not Geierstour, noch Prummenau. Und die Sonne schien hell und der Himmel der war blau. Aber not Geierstour, noch Prummenau. Heute hatte ich den Text auswendig Mir zu Ehren gelernt. habt ihr das gesungen. Und für heute habe ich extra den Text auswendig gelernt. Und dann komme ich hier hin. Das stimmt, die und wer Musik kann den nicht. Text nicht? Der Hans. Die Musik stimmt nicht ganz. Die Bassseite, der muss ich ersetzen. Aber wir haben es trotzdem gespielt. Und ich bin glücklich. Eines Abends kommt sein Freund und Politiker zum Konzert. Er sucht Abwechslung vom Politikbetrieb. Also brauchen wir mehr Leichtigkeit, mehr Heiterkeit in der Politik? Vielleicht, was bedeutet das? Nein, nicht vielleicht, ganz bestimmt. Uns Deutschen fehlt die Gelassenheit, auch ein bisschen Fröhlichkeit und Optimismus und Offenheit und Toleranz. Wir Politiker sollten uns nicht wichtiger nehmen, als wir selber sind. Papst Johannes der 23. hat mal gesagt, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Und wenn das der Papst zu sich selber sagt, dann sollten wir Politiker uns auch nicht wichtiger nehmen, als wir sind. Die Arbeit ist wichtig, die öffentliche Verantwortung ist wichtig, aber wir selber sind es doch nicht. Und der Hans nimmt sich ja auch manchmal selber auf den Arm und den Karneval. Du darfst nicht selber glauben, du wärst der wichtigste Mensch der Erde. 2014. Das Kölner Dreigestirn ehrt die Karnevalslegende bei einer ganz besonderen Preisverleihung. Ja, lieber Hans,